Advento-Chor. Und sie haben, das war das Advento-Chor und sie haben sich bedankt. Mensen gaan richting het Championship now. Anständig bei Ihnen bedankt. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Meisterschaft. Haben Sie Spaß? Sind Sie bereit? Es ist hier wieder überhaupt keine Stimmung. Mit den Händen. So, lassen Sie uns hören. Sehr gut. Und jetzt möchte ich Sie alle hören, meine Damen und Herren. Nochmal. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Die Jury werden euch jetzt einmal zeigen, wird einmal gezeigt, wie das hier eigentlich aussehen sollte. Diese Begeisterung. Wir machen das jetzt einfach, im Zweifelsfall haben wir nächstes Jahr halt eine neue Jury. Wir fangen hier an, wo ich jetzt hin zeige. Und dann machen wir eine Welle. Jury macht mit. Wir folgen der Welle, meine Hände, jetzt sie da, hoch, 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 jetzt sie. Und da, jetzt hier die lange Tribüne. Sehr gut, ja. Sehr schön. Okay, ist gut, Ende. Nicht so eben aufhören hier, Freunde. Wir haben 3 Kameramenschen vom Omroep Friesland. Ja, die Stimmung ist super hier, ich merke das schon. Es geht weiter und weiter und weiter und es geht weiter und weiter und es geht weiter. Hervorragend. Das ist doch herrlich. Das ist die Hengstenkörung. Dan zal de jury even aan onder een uur uit. We lopen een uur uit. Jullie zijn nu weer stappen. Diese Menschen wollen nicht aufhören. Ich würde eigentlich gerne die Jury noch fragen, mitzumachen, aber sie hören nicht auf. So. Okay, ich würde gerne die Jury bitten, etwas sehr Schönes für uns zu tun. Könnten Sie das tun, Jury? Tun Sie mir einen Gefallen, ganz langsam. Eine sehr langsame Welle. Und jetzt alle in Slow Motion eine langsame Welle. Wir fangen an, wo wir vorhin auch angefangen haben. Ganz langsam und in Ruhe. In Slow Motion. Ganz langsam. Sehr gut. Hier in der Ecke auch, ich kann sie sehen. Alle müssen mitmachen. Sehr gut. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Sehr gut. Tipptopp. Machen Sie sehr gut. So schön. Und die letzte Ecke. Und alle klatschen. So schön. Und wir werden schneller. Und Sie dürfen auch gerne noch lauter werden.
Noch schneller. Machen Sie alle mit. Oh, super. Nochmal. Und die letzte Runde. Die Jury auch, ha? Immer schneller, immer schneller. Ah, prächtig. Ja, geweldig. Nog een liedje, ik heb het net al gehoord, Sweet Caroline. Dan moet je Einen haben wir vorhin schon gehört, nämlich Sweet Caroline. één knapjes erbij. Wir möchten gerne noch einen Mitsinger anmachen. Ik kan niet naar huis verder. Ist das okay? Doe Sweet Caroline nog een keer je opnemen. Een beetje sneller. Machen wir nochmal Sweet Caroline an. En jullie allemaal meezingen zo. Alle mitsingen bitte. Absolut alle mitsingen. Und wieder Handys zücken und Lampen an, meine Damen und Herren. Mitsingen. Sehr gut. Ja, jullie even luisteren. Zie je ook meedoen. Auch bei den Vips, alle mitmachen bitte. Hallo, hè? Even ademhalen. En klaar, zingen zo meteen, hoor. Und gleich wieder alle mitsingen bitte. Komt-ie. Hallo. En met z'n allen. Alle zusammen. Und los. So soll das sein. Super. Ja, de jury is goed mee. Nog één zaai, mensen. De laatste keer. Nochmal. Gerne auch springend. Jetzt geht's wieder los, meine Damen und Herren, alle zusammen. En zwaaien. Meine Damen und Herren, großartig. Das ist doch allen Ernstes das beste Publikum der Welt. Geben Sie sich gerne selber einen großen Applaus. So, dann können wir wieder weitermachen. So soll das sein auf der Hengstenkörung. Ja, wil ook niks tegen. Quatsch noch hier schnell mit der Tribüne. Oh ja. Oh ja, die Meisterschaft. Wir hören schon die spannende, tragende Musik. Wir sind fertig für die Meisterschaft 2024. Meine Damen und Herren, es geht los.
dem Programm entnehmen können, beginnen wir mit der Meisterschaft der älteren Hengste. Das sind die Hengste aus den Rubriken 2 und 3. Wir werden alle 6 Hengste aufstellen. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Das kann es geben, das kann passieren. Auch bei uns, aber wir stellen sie trotzdem noch einmal auf. Wir würden sie auch noch einmal gerne an allen vorstellen. Die Jury kann hören, wie viele Fans welcher Hengst hat. Auch das kann natürlich in die Meisterschaftswertung mit eingehen. Aber wir müssen natürlich jetzt den Meister der älteren Hengste feststellen und anschließend auch noch diesen Hengst und seinen Vizemeister ins Rennen für die allgemeine Meisterschaft schicken. Wir wollen also auch gerne wissen, wer Ihr Lieblingshengst ist, welcher Hengst wie viele Fans hat. Sie dürfen also auch gerne lauter schreien, als Sie eigentlich wollen. Versuchen Sie, die Jury von Ihrem Favoriten zu überzeugen. Die Meisterschaft 2024. Hier sind die Hengste aufgestellt. Alvin 4, 6, 9. Johannes 4, 8, 4. Meinte 4, 9, 0. Nane 4, 9, 2. Was sagen Sie? Jürre 4, 9, 5. Und Thiemen 503. So, dann wissen Sie zumindest, geehrte Juroren, was die Zuschauer denken. Unsere Juroren haben einen großartigen Job gemacht hier natürlich. Ich finde auch unsere Juroren, unser Jury-Team hat durchaus einen Applaus verdient für ihre Arbeit, die sie heute geleistet haben. Wir laufen noch eine Runde. Hengste kommen im Trab wieder herein. 2 Trabrunden. Und dann wissen wir, wer unser Meister wird. Da kommt der Erste.
In unserer Hengstenkörung Alvin 469. Noch einmal Alvin 469. Und dann kommt der nächste. Das ist der Moment des Tages. Die Hengste dürfen noch einmal sich beweisen für die Meisterschaft. Und sie geben ihr Bestes. Johannes 484. Folgt die zweite Runde für das Pferd des Jahres. Johannes 484, Pferd des Jahres 2023. Dann kommt der nächste. Mainze 490. Zweite Runde für Mainze 490. Und dann kommt jetzt Nane 492. Zweite Runde für Nane 492.
Der nächste kommt. Jürre 495. Letzte Runde, Jürre 495. Dann kommt jetzt der letzte. Simon 503. Und noch einmal Simon 503. Das waren sie und dann kommen alle 6 wieder auf die Bahn. Uiuiui, meine Damen und Herren, es wird spannend. Die Crème de la Crème, das Beste des Besten. Dan moet ik de hoek weer in. Want in die hoek is de uitgang. So, ich begebe mich jetzt hier wieder in meine Ecke zum Ausgang, um mich von den Pferden zu verabschieden, die es leider nicht in die Meisterschaft geschafft haben. In die Meisterschaft haben sie es natürlich wohl geschafft, die nicht den Meistertitel erkämpft haben in diesem Jahr. Eben warten. So spannend, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich den Behang an. Die Ausstrahlung. Machen die Mähne noch einmal schön. Schon so viele Jahre hier und wieder bei den Top 6.
Aber wir können sie nicht alle behalten. Wir nehmen Abschied von Albin 469. Vielen Dank, ein fantastischer Hengst. Ach, einfach hier ein bisschen nach vorne, bitte. Muss keine Angst haben vor mir. Johannes 484 haben wir bereits in der Bahn gehabt heute. Ein Hengst, der so schön ist. Ohren aufmerksam nach vorne gerichtet. Das Pferd des Jahres. Johannes 484. Wir würden sie alle hier gerne behalten. Und dieser bleibt auch auf der Bahn. Und dann der coole, steil gebaute Meinte 490. So viele Fans auch auf der Tribüne. So ein schöner Hals, großartiger Behang. Ein Top-Hengst. In den Top 6. Aber auch von Meinte müssen wir uns verabschieden. Einen Applaus bitte. Wat is dit spannend. Ah, so spannend. Hebt u die handen op elkaar gebracht bij het optreden van Nane? Das ist 492, Nane 492. Letztes Jahr, Pferd des Jahres. Tränen sind hier geflossen. Hat ewig gedauert, 3 Stunden lang haben wir hier noch gewischt. Nane 492. Ein großartiges Auftreten heute. Aber wir verabschieden uns von Nane 492. Auch dieser Hengst hat einige Fans, glaube ich. So schön, ne? Ich habe natürlich hier die Resultate nicht mir überlegt. Die Jury macht das. Ich darf es nur erzählen. Er guckt noch ganz kurz zurück zur Jury. Haben Sie das gesehen? Jürre 495. Ein phänomenaler Hengst. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, sondern 5-mal hat er bereits die Meisterschaft gewonnen. Und lassen wir Jürre noch einmal diese Chance bekommen. Ich werde sie nicht lange auf die Folter spannen. Wir verabschieden uns von Jürre 495. Wir brauchen einen Meister und einen Vizemeister. Und das heißt, dass Team 503 auch noch auf der Bahn bleibt. Anmerkung der Dolmetscherin. Ich hoffe, dass Sie zu Hause im Livestream sich nicht die Ohren zuhalten müssen. Es wird relativ laut hier in der Halle und ich merke, dass ich mitgehe in der Lautstärke. Sollte Sie das stören, entschuldige ich mich dafür. Die besten 6 aus Europa, die besten 6 der ganzen Welt. Und einer von diesen beiden wird unser Meister. Der andere wird Vizemeister, aber wer darf den Titel mit nach Hause nehmen? Wir stellen sie nochmal auf und Sabine Zwacher erzählt uns, wer der Meister geworden ist. Ich weiß es schon, aber ich sage nichts. Glauben Sie, dass ich lüge? Die Tribüne schreit ja. Sabine. Vielen Dank, Bert. Es freut mich, dass wir noch lebend hier stehen und nicht bereits ausgewechselt worden sind. Jürre ist natürlich ein großartiger Hengst, aber wir haben noch 2 andere großartige Hengste hier stehen für die Meisterschaft, für die Meisterschaft der älteren Hengste. Die 6 Hengste, die wir zurück haben kommen lassen, sind alle natürlich durchaus mit dem Zeug für den Kampion, für den Meister ausgerüstet. Aber es wird immer knapp und wir haben uns für diese 2 entschieden. Ja, und dann müssen sie die letzte Runde nochmal laufen. Und es ist nicht nur der Trab, der letzten Endes den Meister entscheidet. Wir schauen auf alles. Und für uns hat heute bei diesen 2 Hengsten hat der Gänsehautfaktor entschieden. Ich habe am Anfang bereits gesagt, wir brauchen einen Gänsehautfaktor. Wir wollen Gänsehaut bekommen, wenn wir die Pferde sehen. Und das haben diese beiden Hengste gemacht.
Ein jugendhafter Hengst wird hier Meister. Jemand mit viel Leichtigkeit im Trab. Thiemen 503. Und Johannes 484 wird also unser Meister bei den älteren Hengsten. Thiemen 503, der Vizemeister, und Johannes 484. Johannes 484 ist unser Meister bei den älteren Hengsten. Das Pferd des Jahres hat auch den Meistertitel eingefahren. Züchter und Besitzer kommen dazu. Das ist ihr Moment. Unser KFPS-Vorsitzender kommt wieder dazu. Auch Lieke Bakker vom Management-Team. Das ist das Team hinter diesen Hengsten, die Sie jetzt hier sehen. Der Meister bei den älteren Hengsten ist Johannes 484. Gezüchtet von J. Bakker aus Dechtem, im Besitz von JJH und JPW Boot und der Familie Ache-Ockemar. Ein Sohn von Tjalle 454. Das ist unser Meister Johannes 484. Den zweiten Platz belegt hat Thiemen 503. Gezüchtet von GGF van Dijkhuizen in Oostersee im Besitz der Brüder van Manen und H. Eppinger. Ein Sohn von Tjalle 454. Thiemen 503, unser Vizemeister der älteren Hengste. Es stehen hier also Halbbrüder vor uns, beide Söhne von Tjalle 454. Aber unser Meister ist das Pferd des Jahres, Johannes 484. Beide Söhne von Tjalle 454. Sowohl der Meister als auch unser Vizemeister. Wunderbare Pferde. Und als Züchter und Besitzer sind das natürlich die Momente, die einem für immer im Gedächtnis bleiben. Herzlichen Glückwunsch, großartig. Auch die Juroren gratulieren natürlich jetzt. Dit zijn de momenten, dan leef je naartoe, daar werk je naartoe. Ron hier een try-out van de jubileumshow woensdag, eerste trainingsdag donderdag, nu de zondag, de eerste kampioen is bekend. Wir haben angefangen am Mittwochabend mit der ersten Jubiläumsshow. Donnerstag und Freitag hatten wir hier die jungen Hengste. Und jetzt ist es schon wieder Samstag und wir haben auch schon den ersten Meister wieder gefunden. Und auch seinen Vizemeister Johannes 484 und Thiemen 503. Wir nähern uns in großen Schritten dem allgemeinen Meister, der allgemeinen Meisterschaft und damit auch dem Ende dieser 2024 Hengstin-Körung. Jetzt ganz langsam, Fotos werden gemacht, alle Hände sind geschüttelt, es wird langsam Zeit, auch die Ehrenrunde zu beginnen. Ja. Ja, Johann. Ja. Die Hände werden in die Höhe gerissen. Dann schließen wir jetzt die Meisterschaft der älteren Hengste ab. Der Meister und auch das Pferd des Jahres. Was für ein Tag für Johannes 484 von Ache-Ockemar. Und Thiemen 503 ist unser Vizemeister der älteren Hengste.
Das war die Meisterschaft der älteren Hengste. Wir machen weiter mit der Meisterschaft der jungen Hengste. Und diese beiden, Timen 503 und Johannes 484, werden wir also bei der allgemeinen Meisterschaft noch einmal sehen. Beide können noch Meister 2024 werden. Musik vom Team von Koopmans, unserem Tonpartner. Und wir sehen jetzt die Top-Hengste der jüngeren Rubriken. Teilweise haben wir 2 Hengste pro Rubrik in diese Meisterschaft eingeladen, teilweise 3. Sie kommen jetzt hinein, die Hengste aus den Rubriken 4 bis 8. Sie dürfen ein paar Runden laufen und dann werden wir sie aufstellen und noch einmal an sie vorstellen. Topwerk van onze ringmeesters, want die doen niet alleen de keuring, maar ook de jubileumshows gedaan. Einige dieser Hengste sind auch in der Jubiläumsshow gewesen, haben anstrengende Wochen hinter sich. Da sind sie, die jungen Hengste. Und sie sind die Stars des Tages. Insgesamt haben es 10 der jüngeren Hengste in dieses Meisterschaftsfinale geschafft. 2 aus Rubrik 4, 3 aus Rubrik 5, 2 aus Rubrik 6 und 3 aus Rubrik 8. Rubrik 7 war die Showrubrik. Keine dieser Hengste sind für die Meisterschaft eingeladen worden.
Meisterschaft der jungen Hengste 2024. Wir fangen an bei Wieboud 511. Wie auch gerade eben, lassen Sie die Jury gerne wissen, welcher dieser Hengste Ihr Favorit ist. Dann Boot 516. Herre 524. Hilbrand 525. Josse 526. Jorke 532. Jimte 533. Elcher 536. Jeppe 537. N. Martinez 539. Das sind sie. Die Hengste dürfen die Bahn wieder verlassen und werden dann alle für ihre 2 Trabrunden einzeln nochmal hier auf der Bahn erscheinen. So, noch einmal. Sie sind so schön. Alle Kandidaten für die Meisterschaft. Die jungen Talente, die hier auf der Bahn sind. Die Besten der Besten. Die Crème de la Crème. Und ich höre schon die Musik. Machen Sie gerne mit. Und dann kommt da der Erste. Henk Dijkstra vom friesischen Omroep Friesland, mach auch mit. Und da ist er dann, Wieboud 511. Und die letzte Runde für Wieboud 511. Der Zweite kommt schon auf die Bahn gelaufen. Dann gehen wir richtig ab alle zusammen. Zumindest verlangt das die niederländische Musik. Alle zusammen durchdrehen. Und da ist er dann, Boot 516.
So, zweite Runde für Boot 5-1-6. Drehen Sie ruhig durch. Nummer 3. Spannend. 10 Hengste insgesamt. Wir fangen an mit Herre 5-2-4. Und dann die letzte Runde, die letzte Chance in der zweiten Runde für Herre 5-2-4. Die Meisterschaft der jungen Hengste 2024. Und jetzt sehen wir auf der Bahn Hilbrand 5-2-5. Und da ist er noch einmal, Hilbrand 5-2-5. Und dann sehen wir bereits langsam Josse 5-2-6. Runde Nummer 2 für Josse 5-2-6.
Hier ist de volgende. Und da ist dann der nächste schon. Jorke 532. Und die zweite Runde. Noch einmal alles geben. Jorke 532. Dann geht es los für Jimte 533. Und die letzte Runde für den Entertainer Let Him Entertainers Jimte 533. In dieser Meisterschaft der jungen Hengste sehen wir den nächsten, den 8. von 10 Hengsten in dieser Meisterschaft. Er muss noch einmal um die Kurve, aber da ist er dann. Elcher 536. Zweite Runde, zweite Chance für Elcher 536. Noch zwei, meine Damen und Herren. So eine gute Qualität hier in allen Hengsten. Und zwei dürfen wir uns noch in der Trabrunde ansehen. Danach kommen sie alle noch mal wieder zurück. Und wir werden hören, wer Meister wird. Aber erst sehen wir Jeppe 537.
Noch einmal, Runde Nummer 2. Jetzt oder nie, Jeppe, 5-3-7. Der letzte Hengst betritt die Bahn. Da ist er dann, Martinus 5-3-9. Martinus 5-3-9. Und die letzte Runde in dieser Meisterschaft. Nochmal Martinus 5-3-9. Ze keren terug, alle 10. Crisisoverleg in het midden van de piste. Hier mitten auf der Piste eine Krisenberatung. Die Jury überlegt, verhandelt und entscheidet. Nou, we gaan ophouden. So, dann mache ich mich wieder auf den Weg hier zu meiner Ausgangecke. Wat een kwaliteit. So viel Qualität hier auf der Bahn. Dat is allemaal zich geweldig laten zien. Sie haben sich so gut präsentiert, alle sind gut vorgestellt worden an diesem ehrenvollen Tag. Onze rechte aanjagers probeert alle beste kwaliteiten. Auch unsere Vorführer haben alles getan, um die besten Qualitäten dieser Pferde sehen zu lassen. Für sie und für die Jury. Die Crème de la Crème des KFPS. Aber wir können nicht alle behalten, wir müssen selektieren, weil wir letzten Endes nur 2 Stück brauchen. Wieboud 5-1-1. Guckt mich auf einmal sehr gut an, schaut mir tief in die Augen.
Ein sehr prächtiges Auftreten hier, aber für Wieboud fällt jetzt der Vorhang und wir verabschieden uns. So eine schöne Mähne. Eine großartige Kondition, in der sich Boet hier präsentiert. Aber wir nehmen auch Abschied von Boet 516. Dann kommen wir an bei Herre 524, hat es so weit gebracht. Großartiges Exterieur, so eine schöne Ausstrahlung, ein Ausdruck. Viele Punkte, die mitzählen, nicht nur die letzte Runde im Trab, aber wir nehmen Abschied von Herre 524. Und man kann ihn kaum noch halten. Er will so gerne hinterher. Hilbrand 525. Den können wir nur gerade so noch unter Kontrolle halten. Er will so gerne raus. Aber Hilbrand 525. Er ist eben, mach mal eben ruhig hier, Jasper. Gönn dir das auch. Bleibt in der Bahn. Stellt euch mal ruhig in die Mitte da der Piste, Jungs. Dann kommen wir zu Gosse 526. So beeindruckend. Hat bereits gewonnen dieses Jahr. Ist cool. Ein cooler Typ. Er steht gut. So eine schöne Front. Er ist sehr weit gekommen. Er ist bereits mehrfach geehrt worden, aber wird er nochmal geehrt, auch in dieser Meisterschaft? Nein, meine Damen und Herren, wir nehmen Abschied von Gosse 526. Dann Jorke 532. Hat so eine große Zukunft vor sich. Er ist ruhig. Großartiger Charakter. Das strahlt er hier auch aus. Die Ohren zeigen nach hinten. Er hört zu. Er vertraut dem ganzen Kram nicht wirklich. Und dann hört er auch, dass Jorke heute leider die Bahn verlassen muss. Wir brauchen ja schließlich bloß 2. Jimte 533 macht jetzt als junger Hang schon Furore, rasend schnell. Und auch hier in der Piste. Es gibt irgendwas ist noch ein Fan, können wir hören. Mit Sicherheit der Nachbar des Besitzers. Oder die Nachbarin. Meine Damen und Herren, Jimte 533 mit einem Applaus verlässt die Bahn. Wir haben einen, okay. Wir brauchen ja schließlich nur 2. Elcher 536. Der kann eigentlich gar nicht warten, endlich sich zu verabschieden. Hat so einen schönen Gang, viel Rassenausstrahlung, hat sich gut präsentiert hier. Aber am Ende bleibt nicht so viel über. Elcher 536. Nehmen wir den mit oder verabschieden wir uns? Was denken Sie? Kommt er noch mit? Ja, wir nehmen ihn mit. Wir haben noch 2 Hengste übrig. Wieder so eine junge Perle hier. Modern gebaut. Ein schönes Vorderbein. Eine schöne Hinterhand. So jung noch.
Wir können hören, wie das Publikum sich fühlt, was das Publikum findet. Ich merke, dass die Fans gerne mitnehmen wollen in die nächste Runde, aber ich sagte bereits, wir brauchen nur 2. Was machen wir also mit Jeppe 537? Jeppe bleibt tatsächlich auf der Bahn. Und dann als letzter Martinus 539. Ich glaube, der Jüngste in dieser Gruppe. Steht aber auch wirklich schön hier. Het is het Olympisch jaar van Parijs. We hebben ze 3 medailles. We hebben ze brons, we hebben ze zilver. Es ist wie in der Olympiade. Sie haben Gold, sie haben Silber, sie haben Bronze. 3 Medaillen, nicht 4. Zou de jury het houden op deze 3 in dit Olympisch jaar? Hat die Jury also 3 ausgewählt, weil wir in einem olympischen Jahr sind? Oder gibt es noch eine Möglichkeit, einen 4. Hengst, diese Schönheit, Martinus 539, doch noch mitzunehmen? Meine Damen und Herren, Martinus 539 bleibt auf der Bahn. Im Wettstreit um die Meisterschaft hier in der Hengstenkörung 2024 haben wir noch 4 Hengste über. Hilbrand 525, Elcher 536, Jeppe 537 und Martinus 539. Und die Jury hat sie gehört. Das heißt, ich gebe das Wort an Sabine, denn die weiß, wer gewonnen hat. Ja, die jungen Hengste hier in der Meisterschaft, die noch nicht eine Nachkommenprüfung absolviert haben. 4 dieser Hengste haben heute das Idealbild beinahe erreicht. 2 Hengste sind unglaublich gut im Schritt und darum sind sie hier auch unter den letzten 4 übrig geblieben. Und unser Reservemeister, unser Vizemeister 2024 unter den jungen Hengsten wird ein Hengst, der sehr schön im Modell steht, der gut im Schritt ist, der sehr gut trabt. Martinus 539 ist unser Vizemeister. Martinus 539 wird Vizemeister. Und dann jetzt der Champion, unser Meister in dieser Hengstkörung der jungen Hengste. Wir haben noch 3 über. Und ich traue mich eigentlich nicht, etwas zu sagen, weil wahrscheinlich das Publikum sauer wird. Aber unser Champion ist Herre Jeppe 537. Wir verabschieden uns von Elcher 536. Wir verabschieden uns. Und wir sehen dann unseren Meister Jeppe 537. Jeppe 537 ist der Meister dieser jungen Hengste 2024. Und Martinus 539 ist sein Vizemeister. Wir bitten die Züchter und Besitzer zu uns auf die Bahn. Van 10e 501. Dat is weer een zoon van Alwin. 2 keer de inbreng van Alwin. En dan vervolgens bij de notenbankschot. Unser Vizemeister Marinus 539, ein Sohn von Tide 501, gezüchtet von der Familie Notebaum-Schrolte aus Vierlichingsort, die den Hengst auch besitzen, zusammen mit H. Eppinger aus Aud-Miederem. Unser Meister Jeppe 537, gezüchtet von J. Lopers in Altefeer. Besitzer ist das Gestüt Bommelstein aus Haskar-Horne, ein Sohn von Alwin 469. Hier zijn de mensen achter de reservekampioen en de
Das sind also die Menschen hinter unserem Meister und Vizemeister des Jahres 2024 bei den jungen Hengsten. Jeppe 537 unser Meister und Martinus 539 unser Vize. Ja, wat de inbreng weer van Alvin. Sehen wir also wieder Alvin hier vergegenwärtigt. Sein Sohn Jeppe 537 als Meister und Großvater des Reservemeisters, unseres Vizemeisters Martinus 539 Alvin überall repräsentiert. Wir gratulieren noch einmal den Besitzern und Züchtern, dem Gestüt Bommelstein aus Haskahorne, J. Lopers aus Altefeer für den Meister Jeppe und der Familie Notebom-Schrolte und H. Eppinger für den Vizemeister Martinus. Frank Fockens und Diane Postma überreichen hier Blumen und Rosetten. Jonge mensen danken gaan overnemen op allerlei fronten binnen de wereld van het Friese Park. Nou, die gezochten maken we helemaal. So, wir machen noch schnell schöne Fotos. Unsere Blumendamen in den Trachten sind super schön wieder. Dann Züchter und Besitzer, kommen Sie mal bitte hier zu uns in die Mitte und dann laufen wir eine Ehrenrunde mit unserem Meister unter den jüngeren Hengsten Jeppe 537 und Martinus 539. Jeppe 537 und Martinus 539, Meister und Vizemeister der jungen Hengste hier bei der Hengstenkörung 2024. Ja, bitte stehen Sie ruhig auf. Standing Ovations sind mehr als angebracht für unseren Meister und Vizemeister. Jeppe 537 und Martinus 539. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur allgemeinen Meisterschaft. 4 Hengste kommen wieder zurück auf die Bahn. Wir müssen einen allgemeinen Meister und allgemeinen Vizemeister ermitteln. Es wird noch einmal richtig spannend. Die Jury beratschlagt sich schon einmal. Sie dürfen noch zweimal traben, jeder noch 2 Runden, noch einmal beweisen vor der Jury. Die Jury kennt sie natürlich mittlerweile. Wir lassen sie einmal im Schritt hereinkommen. Sie müssen sich nicht mehr im Trab präsentieren. Wir stellen sie einfach nur auf der Mittellinie und dann werden der Meister und Vizemeister ausgerufen. Sie traben also nicht mehr. So. Wie geht's euch? Habt ihr noch Spaß? Habt ihr Spaß? Sind die Karten für nächstes Jahr schon bestellt? Müsst ihr rechtzeitig machen alle, ne? Verkauft schnell aus. Da, ein Mitmachlied auf Niederländisch, meine Damen und Herren. Wir neigen uns in verschiedene Richtungen. Na, hier, die Jury nochmal, bevor ihr jetzt hier wieder wichtige Entscheidungen trefft, wenn ihr einfach nochmal das Beispiel macht, vormachen, wie wir uns hier bewegen müssen. Wir neigen uns nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Und los. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts.
Einmal tief einatmen und dann geht's gleich wieder los. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Die Jury macht das gut, nicht wahr? So, nochmal tief. Luft holen, letzte Runde. Nach hinten und nach vorne. Nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Super gut. Einen großen Applaus für Sie, für unser Publikum. Gut gemacht. Johannes 484, Timon 503, Jeppe 537 und Martinus 539 sind die Kandidaten für unsere allgemeine Meisterschaft 2024. Sie sind die absolut Besten des Jahres, die Crème de la Crème. Und wir haben sie jetzt hier zusammen stehen. Sie betreten die Bahn. Vorne läuft Are Ockemar. Meine Damen und Herren, Johannes 484, Timon 503, Jeppe 537 und Martinus 539. Da stehen sie. Der letzte spannende Moment des Abends, bevor sie wieder nach Hause fahren. Dann haben wir diesen Tag auch wieder hinter uns gebracht. Die Körung der Körungen. Die Kommission steht da und das Wort hat Sabine Swacher, die Vorsitzende. Genau, ich hoffe, dass ihr einen guten Tag gehabt habt. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt hier. Wir haben 4 großartige Kanonen vor uns stehen, absolut tolle Pferde. Johannes, Timon, Jeppe und Martinus. Es sind alle 4 wundervolle Pferde, wie ich gerade schon sagte. Wir haben geschaut nach den kleinen Details und uns darauf konzentriert. Für uns gab es ein Pferd, das so richtig viel Gänsehaut verursacht hat. Und dann waren wir uns nicht ganz einig. Darum möchte ich erst einmal den Reservekampion, den Vizemeister, bekannt geben. Und das ist im Jahr 2024 ein Hengst, der sehr komplett ist, sehr stark gebaut ist und für sein junges Leben schon sehr viel von sich sagen lässt. Martinus 539 wird unser Vizemeister 2024. Und das heißt, dass dieses Jahr die jungen Männer gewinnen. Denn unser Meister 2024 wird ein so suppler und leichter Hengst, der in den Wendungen und in den Kurven großartig mitarbeitet. Ein schöner Trab. Ein Hengst, der uns beeindruckt hat. 2024 Meister Jeppe 537. Unser Meister der allgemeinen Meisterschaften zur Hengstenkörung 2024 ist Jeppe 537 und sein Vize Martinus 539. Wir bedanken uns bei Johannes 484 und Timon 503. 2 großartige Hengste, aber es haben heute die jungen Jungens das Rennen gemacht mit unserem Meister Jeppe 537 und Martinus 539. Dann wiederholen wir die gleichen Züchter wie gerade eben und auch die
Eigentümer Martinus 539, gezüchtet und im Besitz von der Familie Nolte-Bohm-Schreuter aus Friedrichshaus, auch H. Eppinger Mitbesitzer. Und Jeppe 537 von J. Lopez gezüchtet und im Eigentum des Gestüts Bommelstein-Hasker-Horne. Ein Sohn von Albin 469 und einer Stute aus Pier 448 ist unser Meister, unser allgemeiner Meister 2024, Jeppe 537. Mareike Ackermann und Hendrik Postma überreichen hier zusammen mit dem Kommissar des Königs Arno Brock die Glückwünsche, Rosetten, Bänder und Blumen. Arno Brock, commissaris van de Koning en Merle Slagers, voorzitter jong KFP. Und auch Merle Slagers ist dabei, die Vorsitzende der jungen KFPSler. Auch unsere Jury läuft natürlich nach vorne, um sich der Glückwünschenden anzuschließen, den Glückwünschenden anzuschließen. Was für ein Siegesstreik. Vizemeister Martinus 539, 2020 im Februar geboren, ein Sohn von Tide 501. Sein Großvater ist Sipke 450, Großvater auf der väterlichen Seite Alwin. Wie gesagt, gezüchtet und im Besitz der Familie Nolte-Bohm-Schrolte. Auch H. Eppinger ist Besitzer. Wir haben also einen fast vierjährigen Reserve-Kampion, einen Vizemeister und einen 5-jährigen Meister-Kampion hier in Jeppe 537. Sie stehen alle dabei. Es wird sich immer noch beglückwünscht. Wir machen Fotos. So, die letzten Hände werden geschüttelt. Wir machen noch ganz kurz schöne Fotos von den Pferdchen. Und dann sind wir schon fast am Ende dieser Ausgabe der KFPS Hengstenkörung. Und darum, zu diesem Moment, möchte ich Sie noch einmal bitten, alle aufzustehen. Wir singen live. Wir singen nicht, Samantha Steenberg singt live für uns, um diesen Moment gebührend zu feiern. Samantha Steenberg mit der niederländischen Nationalhymne. Und Jeppe 537 ist hier unser allgemeiner Meister mit seinem Vizemeister Martinus 539. Wir warten noch ganz kurz mit der Ehrenrunde. Im Namen des KFPS möchte ich nämlich allen Trainingsstellen danken, allen Vorbringern der Jury in beiden Tagen, den Trachtendamen, sämtlichen Kommentatoren, dem Security-Team, den WTC-Mitarbeitern und auch den Freiwilligen, die hier mitgearbeitet haben, allen Mitgliedern der KFPS und Ombruck Friesland für diese wundervolle Ausstrahlung. Mittlerweile schon zum 13. Mal in Zusammenarbeit. Es ist gut geendet, wir haben einen Meister, wir stehen wieder auf und wir jubeln Jeppe 537 zu.
Und dann mit der 539 unser Vizemeister Martinus 539. Jahre 145 Jahre KFPS, 3 Tage Jubiläumsshow, 3 Tage Körung, 2 für die jungen Hengste und einen für unsere Stammbuchhengste. Und alles kommt hier zusammen in Jeppe 537, unserem allgemeinen Meister des Jahres 2024. Und wir sehen auch Martinus 539, den Vizemeister des Jahres. Meine Damen und Herren, das war's. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Hause und wer weiß, vielleicht bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr die Hengstenkörung am 9., 10. und 11. Januar 2025. Auch wieder hier im WTC Leeuwarden. Sichern Sie sich Ihre Tickets. Die Livestreams werden auch nächstes Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder zur Verfügung stehen. Ich war Ihre Dolmetscherin Lisa Wegmann, bedanke mich, dass Sie uns zugehört haben, entschuldige mich für alle eventuellen Verhaspler und Wortfindungsschwierigkeiten und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen.